In diesem Video errate ich den exakten Standort meiner Zuschauer anhand von einem Bild. Falls ihr auch dabei sein wollt, sendet mir ein Foto, in dem ihr zu sehen seid, an diese E-Mail-Adresse. Ich zensiere dann natürlich euer Gesicht. Das sind unsere 3 Bilder für heute und etwas muss ich dazu noch sagen. Es ist so funny, wie unterschiedlich meine Zuschauer sind. Also er hier ist ein absolutes Tier. Gefühlt mein Arm würde 3-mal in seinen Arm reinpassen. Wie bitte? Und deren Bruder Jan hat eher meine Statur. Ich würde sagen, wir fangen mit diesem Bild hier an. Das scheint mir das einfachste zu sein. Let's go, weil wir können auch hier einige Sachen lesen. Also er hat auf jeden Fall ein Halfpipe-T-Shirt an. Schon mal der übelste Drip ist auf jeden Fall unterwegs. Das ist eine Großstadt. Hatten wir irgendwie so ein bisschen USA-Vibes, aber kann ich noch nicht sagen. Also, ich habe das Bild nur so grob gesehen. Ich habe noch nicht wirklich reingezoomt. Das heißt, ich schaue jetzt einfach mal ein bisschen mich um. Pan Pacific. Okay, das kann man sicher googeln. Pan Pacific. Und hier ist Mandarin Oriental. Okay, also ich glaube, ich weiß natürlich nicht, ob das ein Hotel ist, aber Pan Pacific, das kann man auf jeden Fall googeln. Pan Pacific und Mandarin Oriental. Das googeln wir jetzt mal. Let's go. Pacific. Pan Pacific, London, Singapur, Vancouver. Ah, könnte Vancouver sein. Mal schauen. Nee, das ist sicher nicht. Vancouver ist es nicht. Seattle, das könnte es sein. Das könnte es wirklich sein. Pan Pacific, Seattle. Oh, warte mal. Ich muss zurück und Bilder? Nee, das ist safe nicht das. Nee, das ist nicht das. Okay, ich suche anders. Ich suche nach Pan Pacific und Mandarin Oriental. Pan Pacific, Mandarin Oriental. Wahrscheinlich Singapur. Hä? Bin ich so dumm und hab's nicht gecheckt? Ist das Singapur? Wahrscheinlich ist es obvious für alle gewesen, außer für mich, weil ich es nicht gecheckt habe. Maps. Also wir gehen hier nach Singapur. Hier sollte das anscheinend sein. Sind wir wirklich hier? Warte mal, ich gehe jetzt mal. Hier ist sicher irgendwo eine Photosphäre oder sowas. Hier gehen wir rein und schauen einfach mal hier. Ich glaube, das muss das sein. Da ist diese Flower oder sowas. Und das haben wir. Ja, das haben wir. Ah doch, das ist gerade hier unten. Also wir stehen halt wirklich, wir sind da oben wahrscheinlich, auf diesem Tower hier oben. Ich sag mal so hier. Ja, perfekt, Digga. Das ist, glaube ich, ein gutes Bild. Unser Homie war irgendwo hier oben drauf, weil er hat die View auf diese Blume-mäßiges Ding gehabt hier und auf diese Arena und hier die Hotels. Also unser Homie war hier. Nice. Ehrenbruder Jan war in Singapur. Und jetzt Nummer 2, das wird schon um einiges schwieriger, weil auf diesem Bild hat man nicht so krasse Hints wie vorhin. Also, ich sehe hier Kakteen. Ich sehe hier einen sehr, sehr fitten jungen Mann. Ich muss hier nebendran Alquiler de Autos. Also, es gibt mir sehr Südamerika-Vibes auf den ersten Blick. Die Autos hier drüben sehen irgendwie nach Amerika aus, beziehungsweise auch Südamerika. Und auch die Straßen sehen sehr danach aus. Also hier. Das Ding ist halt, ich habe kaum Anhaltspunkte und ich weiß auch nicht, wo diese Kennzeichen herkommen. Aber das Einzige, wo ich mich so ein bisschen aufhängen kann, ist das hier. Avenue 23 de Julio. I guess, ja, de Julio. Es muss das sein. Also ich probiere das mal zu googeln. Avenida 23 de Julio. Ist das eventuell das, was wir hier sehen? Also viel sehe ich nicht. Ich gehe mal bei Google Maps rein. Buenos Aires. Alquiler de Autos. Budget. Alquiler de Autos Buenos Aires. Vielleicht sind wir in Buenos Aires. Ich gehe mal rein bei Buenos Aires. Einfach mal so in den Street View Blick. Damit wir mal sehen, wie Buenos Aires aussieht. Und wie die Kennzeichen aussehen vor allem. Weil, das ist auch noch ziemlich wichtig, die sind wirklich so weiß. Die haben wirklich so eine weiße und quadratische Form. Wie bei unserem Ehrenbruder Aaron. Das ist ähnlich. Also, ich gehe davon aus, und hier ist Avis und hier ist Budget. Also, es könnte an einem touristischen Ort sein, weil viele Autovermietungen sind. Bin mir aber nicht sicher, natürlich. Buenos Aires ist eine riesige Stadt. Aber, doch, was wir auch noch schauen können, in Buenos Aires, wie sind die Straßen angeschrieben? Also, wie sind die Straßen angeschrieben? Zapata 130 und das steht hier grün. Das ist natürlich jetzt blöd. Okay, das ist blöd, weil in Buenos Aires sind die Straßen-Signs schwarz. Vielleicht sind nicht alle schwarz, aber es sieht so aus. Scheiße.
so ärgerlich, weil hier oben steht auch was, aber hier kann man nichts sehen. Dieser Bre, der gönnt sich wahrscheinlich gerade einen Kaffee am Morgen. Aber es ist alles so abgeschnitten. Alcu und dann Alquilio. Was heißt das überhaupt? Miete, ja okay. Ja okay, Miete. Ja, das bringt mir überhaupt nichts. Das bringt mir überhaupt nichts. Ja, ich bin sehr, sehr sauer jetzt. Ich bin sehr, sehr sauer. Das muss doch irgendwie zu machen sein. Ah, ja. Da kann man auch nicht lesen. Das ist so ein Massagestudio da drüben. Und das war's. Ah, Digga. Ich gebe es auf mit diesen Straßennamen, weil das bringt mir irgendwie gar nichts. Beziehungsweise ich bin nur in der Sackgasse immer. Wisst ihr was? Ich bin so sauer. Ich gehe jetzt einfach wirklich die Städte durch. Ich gehe jetzt einfach wirklich die Städte durch in Südamerika, wo Budget Car Rental ist. Irgendwann muss ich es ja finden. Ich mache das jetzt. Ich bin wirklich sauer. Ich mache das jetzt einfach wirklich. Ich bin wieder zurück in Buenos Aires und hier steht Avenue 9 de Julio und hier ist ein Avis Center. Nee, das ist nicht das. Das muss so vorkommen, so googelt man das, wenn das vorkommen muss. Also, verdammt nochmal. De El Alto. Und dann El Alto, Avenue 23 de Julio. Okay, also 23 de Julio ist hier. Gehen wir mal rein und schauen. Oh, da kann man nichts sehen, aber wir schauen einfach mal, wie es hier aussieht. Also, ich glaube nicht, dass wir da sind, Mann. Ich habe so das Gefühl, dass ich so ein bisschen eine Ahnung habe, wo wir sein könnten, aber dann trotzdem die ganze Zeit an der Nase herumgeführt werde. Digga, es könnte ja eigentlich auch Peru sein. Warum gehe ich nicht nach Lima, dort wo ich gefühlt herkomme? Und schau einfach mal irgendeine Straße an, zum Beispiel, oder... Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Avenue de Mayo, Guarda 13. Guarda 03. Und das ist auch grün. Digga, ich war die ganze Zeit irgendwo in Argentinien, aber wir sind eventuell einfach in Peru. Dort, wo ich herkomme. Alquiler de Autos. Avenue 23 de Julio, Guarda 03. Avis Car Rental. Vielleicht gibt es das gerade hier in Peru irgendwo. In Lima. Oh mein Gott, es gibt sehr, sehr viel in Lima. Holy moly. Sind wir hier? Oh, aber es sieht vielversprechender aus hier. Muss ich wirklich sagen, das sieht sehr, sehr vielversprechender aus als vorhin. Oh. Warte mal. Guarda 2. Und hier steht doch Guarda 03, oder? Irgendwas sowas. Und auch immer mit dieser Flagge nebendran. Ich suche jetzt. Das finde ich jetzt noch. Oh mein Gott, ich habe jetzt wieder so viel Hoffnung. Okay. Avis. Wir sind gerade bei Avis. Avis Car Rental. Eine andere Stadt in Peru vielleicht. Also ich gebe es auf mit Lima. Weil auch hier finde ich Arschritze gar nichts. Nichts. Vielleicht ist es auch Avenue 28 de Julio. Avenue 28 de Julio. Oder 33 de Julio. Nein. Oh meine Fresse, was? Schaut euch das mal an. Alquiler de Autos Budget. Guarda 08 de Julio. Hä? Ein Behindertenparkplatz? Hier ist auch so einer. Hey Mann, wo sind wir? Sind wir hier irgendwo? Wir müssen doch hier sein. Oh mein Gott, Digga, Digga, so nah war ich noch nie. Das ist hier irgendwo. Das muss hier irgendwo sein. Das kann jetzt nicht irgendwo anders sein. Okay. Avis. Komm. In dieser Straße. Nein, das ist nix. Gaie Arantes oder sowas. Ich glaub's nicht. Leute, ich hab's gefunden. Gaie Alcanfores und Avenue 28 de Julio. Hier steht er. Schaut's euch an. Hier. Hier, genau hier. Hier sind die Kakteen, hier ist der Parkplatz. Ban Beef. Digga.
Ich glaube, ich habe ungelogen jetzt 30, 40 Minuten danach gesucht. Und hier ist Avis. Oh mein Gott, yes. Yes, let's go, baby. Ich habe es endlich gefunden. Es ist in Lima. In Lima, Peru. Hier, mitten in Peru. Sorry. Endlich, Aaron. Ich hoffe, du bist stolz auf mich. Ich hoffe, du bist stolz auf mich, dass ich die Scheiße gefunden habe. Digga, dass du hier wirklich gestanden bist und dieses Foto gemacht hast. Eine absolute Frechheit. Hier bist du einfach so gestanden und hast gedacht, ja, diesen Milo, den nehme ich aber komplett hops. Hier, genau hier, Digga. Nice, ich hab's gefunden, Mann. Eigentlich müsste ich mich noch ein bisschen erholen, aber ich gehe direkt rein in die dritte Runde. Vielleicht wird die einfacher. Ich habe keine Ahnung. Das sieht aus, als ob es machbar wäre, aber ich habe natürlich gar keine. Null Anhaltspunkte. Ich weiß einfach, so wie ein König der Löwen, so ein Stein, der über die Kante rüber geht. Keine Ahnung, wie das heißt. Über See oder so. Ja, keine Ahnung, ich muss irgendwie das googeln. König der Löwenstein Real Life? Das gibt's hier nicht. Okay, also Fels. Fels über See. Fels über See, Berg. Nee. Wie sagt man dem? Wie kann man dem sagen? So ein überhängender Fels. Überhängender Fels. Half Dome. Aha. Half Dome over Lake. Half Dome over Lake. Ah ne, Half Dome ist einfach der Berg. Norwegen. Überhängender Fels Norwegen. Aha. Wandern zu Trolltunga. Das ist hier. Ich hab's gefunden. Trolltunga. Ich hab's gefunden. Let's go, baby. Let's go. Das war viel einfacher als die scheiß Lima, Peru-Dings. Trolltunga. Das muss hier sein. Und dann sind hier sicher Bilder. Ja, komm, geh rein. Ah ja, moin, Digga. Es ist einfach irgendwo. Hier, vielleicht. Ja, hier sind Bilder. Meine Damen und Herren, ich hab's gefunden. Hier ist dieser Steg, der so über den See lappt. Und das ist das Gleiche. Aber, Digga, dass der noch einen Regenbogen genau dort gecatcht hat, Digga, das hat auch wahrscheinlich gar niemand gecatcht. Sehr, sehr geiles Bild. Trolltunga in Norwegen. Alle 3 gefunden. Sehr, sehr geil. Danke für diese geile Runde, Mann.